liebe Parteifreundinnen und Freunde, liebe Gäste, liebe Vertreter von der Presse. Ich begrüße euch hier alle an dem schönen Bärdorf, auch wenn die Sonne heute nicht schenkt. Man hatte gehofft, sie gäbe schenken, aber sie schenkt nicht. Meine Heimat am Naturschutzpark Müllerdal. Und normalerweise gehe ich hier aus Tradition oder Gemengekonseiller schwätzen, wie dass ich aber gleichzeitig Gemengekonseiller und Parteipräsident sind, erspüre ich dadurch engriert. Das ist schon mal ein Avantage. Aber lo zu einer seriösen Pflicht, die ich all Jahr habe, ich gebe euch bitten, an Erinnerung und all die Membern, die es durch den Tod am letzten Jahr verloren haben, für eine Minute aufzustehen, für uns sie zu gedenken. Ich so nicht merci. Das Jahr als kein Jahr wie die anderen. Die hat es gemerkt. Das ist ein Wahljahr. An eine andere möchte sie an diesem Land breit, wie ich sie persönlich noch nie erlebt habe. Apropos Kurs. Jeder spürt, dass es darum geht, an dieser Kehr eine politische Wechsel an dieser Landschaft zu erreichen. Es kann nicht so viel gehen. Als Straßen sind verstopft, all Neues und all Oves. Trotz oder wegen dem Tram, den noch nicht mehr eine lokale Lösung ist, oder soll ich besser so eine Bayer Spielsache für ein Leute. Der bezahlbare Wohnraum fehlt am ganzen Land. An der Bauindex affichiert mit einem Anstieg die 6% all Jahr, wie die meiste Situation am Wohnungssektor steht. Als Straßeninfrastrukturen an diesem Land sind schlecht, weil sie nicht auf diesen Trafik ausgelöst sind. Wenn die heute Morgen von Konstdorf auf Bärdorf kommen sieht, mit dem Auto, dann hat ein Auto das gespielt. All Meter hat ein Lach. Und das, obwohl wir seit 2 Legislaturperioden hier an diesem Dorf einen Minister wohnen haben, dem seine Parteifreundin lo kürzlich zu diesem Sujet eine Question parlamentär gemäht hat, die der LSAP so wichtig war, dass sie direkt auf die Echtzeit von ihrem Sitz gesagt hat. Das, nachdem wir jahrelang als Gemeng reklamiert haben, für das die Straße frisch gemäht gehen muss. Gar nicht populistische Gest 6 Monate für die Wahlen, wie ihr gesagt. Aber nur zu seriösen Themen. Der Wurstum als das, was uns alle beschäftigt an diesem Land. Und ich denke, dass in der Zeit ein paar Fakten klar durchzulegen. Sicher, Wurstum ist gut. Man darf nicht langscht Land gehen. Aber man darf nicht au Detriment von diesem Land und von den Leuten, die an diesem Land wohnen, gehen. Also PIB ist seit 2000 all Jahr gewusst, außer im Jahr 2009, als Staatsschuld, aber auch, obwohl oder besser, wenn wir eine Spitzenwurstum hatten an Hund an Europa, müssen wir als diese Wurstum teuer erkaufen mit immer mehr einer größeren Staatsschuld. Und da leid kommen an der Heck. Den affichierte Wurstum ist eigentlich nicht real. Alles, was wir produzieren, wird unter anderem durch die Infrastrukturerbichten und durch den Export von Sozialleistungen auf Null gesagt. Ich will mal nicht so abgefräst. Ihr fragt nach einem Beispiel. Ich will euch ein komplett irreelles Beispiel. Stellt euch vor, irgendwo an einem südlichen Land, also ganz weit fort, Griechenland, für den eine Molkerei an der Kütte, ob die könnt ihr mit seiner Milch auf Lützeburg kommen. Wie geht das merken? Kein normaler Mensch. Und da will eine Molkerei hier abrichten. Wir haben ja 2 hier zu Lützeburg. Für was möchten das? Das sind Konsequenzen aus einem Deal mit dem Staat über Steuern und über Infrastrukturkosten. Die Molkerei soll da Wasser verbrauchen an der Größenordnung von 20.000 Leuten. Wie gesagt, das ist rein Fiktion. Und die Arbeitsplätze sind, wie das am Süden ist, und nicht weit von der französischen Grenze, reserviert zum größten Teil für Frontalien. Die Milch, die wird natürlich nicht hier zu Lützeburg gekauft. Die Milch wird Weltmarkt und zu Weltmarktpreisen gekauft. Und die könnt dann Gummi, heißt mit dem Kamion, hier auf Lützeburg.
als Lützeburger Bauern, die können doch nicht mitteilen, weil sie produzieren gut an Nachhaltigkeit zu Lützeburg, aber nicht zu einem Preis wie die Weltmärkte bietet. Das heißt, es geht ihnen nicht geholfen. Aber wenn die Milch da verschafft ist, da können sie auf den Kamion und da geht sie mit dem Gummi exportiert. Ihr seht, ein komplett abstrus, nicht nachhaltig Beispiel für Wirtschaftswachstum. Lützeburg behält dann nämlich nicht mehr Kosten, der Benefis wird exportiert, sowohl die finanziellen wie auch Plus-Value auf der Matière Première. Ich gesehen aber los schon als Wirtschaftsminister, die größten Ökonomist, die sieht am Süden, da das alles nicht wahr. Da kriegen wir da auf Grenz gesagt. Und dann haben wir trotzdem die Emissionen zu Lützeburg an die Lützeburg Schädien. Pardon? Wie sind etwas, was wir nicht wissen? Die Luxley und EKB, die haben keine Emissionen. Soll gut etwas an der Molkerei gemäht geben, was Emissionen imitiert, über da daraus, was bislang gesagt ist? Da müsst hin an all den Freunden an der Regierung, gerade Lodo für Syrien, dass das gar nicht an eine Großregierung könnt. Weil mit der Logik von den Emissionen transfrontalier, mit der das ganz rechtfertigt, könnte man ja auch carrément Cattenom überholen oder selber den Plan vom AKW Remärchen relancieren. Weil, wenn wir das nicht machen, dann meint ja als Noperen. Also da können wir den Knast ja auch direkt heimmachen. Da das wirklich nicht das, was ich in einer nachhaltigen Politik von einem Staatsmann erwarte. Wir stellen also fest, wir haben seit Jahren ein Wachstum, der bestenfalls nichts bringt an diesem Land. Bedingt dadurch haben wir aber eine Population, die all Jahr 10.000 bis 15.000 Einwohner wiest. Das ist ein Bevölkerungswachstum, und ich weiß nicht, ob Ihnen sich das schon ausgerechnet hat, von mehr wie 2% all Jahr. Also ein großer Opa, 1000 Meter mehr weit nach Osten, Deutschland, hat an einem einzigen Jahr ein Bevölkerungswachstum gehabt von 2%. Nur ein einziges Jahr hatten das. Das war 2015. Und ihr wisst alle, was da an Deutschland geschieht ist. Aber wir haben heute zu Lützeburg all Jahr im Jahr 2015. Heute sind alle Politiker in Deutschland, egal von welcher Partei es ist, dass den Effort der Integration nicht zu viel gehen kann, ohne dass die Gesellschaft gefährdet wird, an ihre Kapazitäten zur Integration überfordert gehen. Und wir sollen das am Land all Jahr machen können. Auch die robuste Lützeburger Gesellschaft verleiht dort ganz klar die Schlappen. Die Ersten, die darunter leiden, sind als Kanner. Ja, der liberalen Edukationsminister wird los in groß Lift für die Lützeburger Sprache entdeckt. Er hat so gern, dass er einen direkten 40-Punkte-Plan gemerkt hat. An den über 20 Jahren. Das mit Verlaub gesagt, nicht da nicht, wie, was soll ich mich da mal planen? Die Lösungen von der Misere überlassen wir gerne der nächsten Generation von Politikern. Es gibt auch an der ganzen Diskussion aber auch immer einen Denkfehler von denen anscheinend verantwortlichen Politikern von unserer Generation gemacht. Wir als Generation, die an den 60er Jahren gelebt haben oder geboren sind, wir haben daheim Lützeburg geschwärzt, wir sind bei den Bäcker auf den Neck gegangen und haben auf Lützeburg gekauft, haben mit den Kollegen dabei auf Lützeburg gespielt, an der Schule Schulhaft Lützeburg geschwärzt und haben dann an der Schule Deutsch und Französisch gelehrt. Plus Englisch je nach Schulkarriere. Aber als Basis war einzig gefestigt. Die Migration von damals war eine Minorität, konnte sich da sehr integrieren. Vergesst nicht, sie sind alle bei den Bäcker und Neck gegangen, wo sie auf Lützeburg ihren Boxenmännchen bestellt haben. Auf Französisch bitte Bonhomme Culotte courte. Heute ist es umgekehrt. Es kann er Würste von Klein und ab an sogenannte Multikulti kreischen. Müssen sich an der Spielschule mit mindestens 3 bis 4 Sprachen auseinandersetzen, fangen dann mit Deutsch und Französisch an der Schule an. Aber das muss ihn als Normalbegabten einfach überfordern. Deswegen muss als Schul- und Sprachenpolitiker eine seriöse Politik gehen mit Wörtern. Und da der steht dafür an. Und da möchte Gambia ein weiterer Fehler. Klar, heute haben wir kein Renteproblem. Aber bedingt durch eine Alterspyramide, an einen ungewöhnlichen, an unnormalen Wachstum,
geschieht Folgendes. Bei gleichem Wachstum, wohlgemerkt, wir wussten die nächsten 20, 30 Jahre weiter mit 3,5%, was an Europa Rekord durchstellt. Dann sind als Reserven trotzdem laut Stadthack, nicht laut ADR, sondern laut Stadthack, sind als Reserven an der Rentekäse 2043 abgebraucht. Und dann 3 große Fragezeichen. Gambia sieht, das ist alles Panikmacherei. Also, ich will euch das verdeutlichen. Ein Kant, was Haut geboren wird, muss auf 25 Jahren, wenn es von der Uni kommt, feststellen, dass kein Summe mehr an der Rentekäse sind. Und dass es mehr bezahlen muss, für die Rentekäse abzufangen. An die junge Familie, und wir haben viele junge Haut hier sitzen, die junge Familie, die Haut aufhängt, Schulden zu machen, für ein Haus zu kaufen oder eine Wohnung, die Schulden möchte, für ihre Familie überhaupt zu gründen. Die junge Familie auf 25 Jahren stellt da fest, dass sie nicht mehr an den Genuss von einer korrekten Pension kommt, wenn man nicht Haut da deutlich abwirken. Wir sind nicht also, die Haut reagieren müssen. Und da winkt vor, nicht jeden ab, von 18 Jahren an, den das Jahr die erste Kehr zur Wahl geht, oder den zur zweiten, dritten oder vierten Kehr zur Wahl geht. Denkt daran, wir müssen Haut handeln, für das wir auf 25 Jahren als noch immer den Niveau leisten können, den wir Haut haben. Und nicht, Herr No, Schuld bezahlt, die muss durch als Kanner, als Kanzkanner an den WW sich nach. Komm, ihr seid keine Egoisten, wie andere Politiker, die bei dieser Frage oder dem Motto nach uns die Sintflut agieren. Das Partei hat schon an den 90er Jahren vom letzten Jahrtausend Verantwortung gewesen an Rentefragen, an die auch geklärt. Wo all die anderen Demos, die wir da gelernt haben. Und das Partei wird auch, soll an die Regierungsverantwortung kommen, die Tradition setzen. Dafür steht ADR riecht. Journalisten fragen immer, was macht ihr dann lo? Ich so nicht, wir dezidieren zusammen mit diesen 60 Kandidaten und Kandidatinnen über dieses fertigen Wahlprogramm und präsentieren ich den am September. Das machen die anderen Parteien auch so. Also fragt nicht, was tut er dann für Lesungsvorschläge, weil das ist für den September. Ich gehe nicht aber gerne ein paar Gedanken mal auf den Weg und da wisst ihr schon, in welche Richtung es Überlegungen gehen. Erstens, wir treten dafür an, dass wir einen verantwortungsvollen Wachstum hier an Land kriegen. Wir können dich ja schon mal inspirieren und die Leitlinien vom CSDD an sich daran orientieren. Alle Überlegungen von diesem Wahlprogramm werden geprägt sein von dieser großen Aufgabe. Zweitens, wir würden uns ersetzen für ein lebenswertes Land und für all seine Einwohner. Die hat gehört alle Einwohner. Ja, wir haben nicht vergessen, wo wir herkommen. Vor rund 200 Jahren waren wir bis auf ein paar rund 1000 Leute alle Bauern an diesem Land. Und wir waren höflich. Vor 100 Jahren waren wir Bauern, Bircharbeiter und Schmelzarbeiter. Und wir haben zusammen mit unseren Händen den Reichtum von diesem Land geschafft. Ja, wir haben damals Raubbau in der Natur betrieben. Aber wir wussten es damals nicht besser. Heute wissen wir es besser. Und deswegen können wir nicht mit Rezepten wie die LSAP von vorgestern Probleme von übermorgen lösen. Das würde nicht mit der ADR gehen. Drittens, wir setzen uns für ein Umdenken an der Lebensmittelproduktion an. Hier müssen alle Akteure über die nächsten 30 Jahre aktiv geholfen kriegen, für das wir auch nach einer Landwirtschaft, die den Numm würdig verdreht, an 30 Jahren haben. Trinkwasser dürfen an 30 Jahren nicht nur aus Flaschen von Nestlé kommen, mehr aus dem Grund. Und deren müssen eine Würze zugestanden kriegen, die sie auch verdient haben. Mit Eis geht es nicht vom puren Profitstreben gedrivenen an einen dem Staat gehörenden Naturschutzlabel, den so zerstört wird, weil die 90 Kilometer weit bis ob Barsch nicht an ein Schlöchthaus geführt wird. Das würde man das nicht gehen. Konsequenz daraus ist, aus dem Profitdenken, ist, dass wir seit dem 1. März mit dem Naturschutzlabel nicht mehr wissen, wohin man die Tiere für sie zu schlüchten. Das würde mit Eis nicht gehen. Viertens, wir stehen für eine verantwortliche Rentepolitik, die denen, die Haut geboren gehen, nach ihrem Leben am Alter und der Prosperität erlaubt. Fünftens, wir stehen für eine Familienpolitik, wo der Schwa ist und nicht die Familie gestraft wird, wo von den älteren Dealer für die Kinder daheim bleiben will.
Sechstens, mir steht für eine Sprachpolitik, die den Nummer verdient. Bei uns gäbe sich kein Minister dummer bretzen, dass er 300.000 € für Sprachkuren ausgibt, bei 11.000 Partizipanten. Das heißt, die Immenssumme von 27 € à 27 Cent pro Person a Jahr. Der Preis von einem Mittagessen am Restaurant. Für ein Spruch. Mach schon dich, Herr Minister. Hängt ein Null drun, aber wenn es sie muss, hängt noch ein zweit Null drun. Er Platz du Biosatelliten an den Weltraum zu schießen, wo kein weiß, wofür die stehen, und für was sie durch sind. Siebtens. Ein Wahlprogramm ist kein 100-Euro-Programm. Wie bei der SAP. Seit 2 Perioden ist das Partei an der Regierung. An Lo fällt ihnen ganz plötzlich an, dass sie etwas für den Mindestlohn machen müssten. Hundianer, die mit ihnen an der Regierung waren, ihnen das nicht erlaubt bis heute. Müssen wir sie ganz lang wählen, für dass sie etwas am Mindestlohn machen können. Ma bravo. Wenn mir da dann in den anderen Jahren gefragt haben, dass sie etwas am Mindestlohn machen müsst, da dürfen wir als billig Populisten durchgestellt. Wenn wir Populisten wären, gebe ich los so, egal was LSAP euch verspricht, da ärgert dich immer 10 € mehr. Können Sie nicht heute etwas Konstruktives für den Mindestlohn machen? Und nicht erst, wenn Sie da mal gewählt sind. Etwas mit Substanz, ein Platz mit enger Kehr 100 €, die noch per Monat von der Preissteigerung sowieso abgefräst sind. Aber 100 € ist ja viel mehr einfach. Mengen Sie wirklich, dass die anderen Leute zu dumm sind? Mengen Sie wirklich, dass die anderen Leute vergessen, dass das Gambia war, was die unsozialste Steuer in diesem Land direkt gehoben hat? TVA von 15 auf 17. Dass das Gambia war, was der Preis vom Wohnraum durch TVA auf die Wohnungen, die für die Lokation gebaut gehen, binnen engem Tag 14% gehoben hat. Mengen Sie wirklich bei Gambia, der Litzebuer, wir so dumm? Wir bei der DDR glauben, dass den nicht so dumm ist. So, los das doch mal gesagt. Und ich sehe schon Kommentare über die Populisten hier. Aber ich so nicht. Das ist noch nie Populismus gewesen, Wahrheit zu sagen. Und das am Konträr ein Zeichen verstärkt, eine Meinung zu vertreten, die natürlich auch fundiert sein muss, aber eben nicht dem Mainstream-Charakter entspricht. Natürlich ist es gerne für jeden auch schön, der Liebling zu sein. Es verspricht ihnen, dass der Bürgermeister bleibt, und dann der Staatsminister. Es verspricht ihnen, dass die TVA das lässt, für was den Union will. Und dann ist es das echt, was er möchte. Es möchte die Steuerkado mit Schulden, die sogenannte Steuerreform, integral finanziert durch Schulden. Und das ist ja nicht der Liebling, den bezahlen muss, aber die anderen Leute mit ihren Kanner, Kanner. Die sieht, es lohnt sich zu kämpfen. Und ich habe mich für ein engem Jahr schon auf dieser Platz gesagt, wir wollen 5 plus x Sitzer an der Chambre erreichen. Mit Männern bin ich mich nicht zufrieden. Wenn wir das Ziel erreicht haben, können wir Einfluss nehmen auf die Politik von diesem Land an alle Positionen. Der Moment kommt. Wir gehen zusammen an diesen Wahlkampf. Stark und zusammen wie noch nie für drin. Für mal Michel Lenz zu schwätzen, für uns Land, für das wir geben, haben nicht alles wohnen. Ich so nicht merci.